Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Ich hab's total verpeilt. Zwei von den Mediziner finden sich tatsächlich im Theaterviertel. Das Ende hat Zinner und beim anderen hätte ich mich auch noch mal ein bisschen umgucken sollen. Von daher wird jetzt nachgetragen. Sorry an der Stelle. Hatte ich nämlich so auf dem Schirm. Musste ich tatsächlich jetzt nachschlagen nochmal. Bevor ich jetzt nochmal in einer Irrfahrt hier durchs ganze Spiel renne. Yep, zum Theaterviertel bitte. Gucken wir uns da nochmal um. Meine schicke Ability-Liste habe ich jetzt auch wieder neben auf dem PC geöffnet, damit ich auch jederzeit da nochmal nachschlagen kann, was welche Ability macht. Alles kann ich leider nämlich auch im Kopf haben. So. Theaterviertel, da hatten wir es ja genau mit einer ganzen Rattekinder. Moment, war das hier da? Ah, hier geht es auf jeden Fall auch wo hier. Ja, genau, da sind wir richtig. Da sind wir richtig. Hier war noch irgendwas? Lindblumenausstellung. Anlässlich des 50. Jubiläums unserer Lindblumenausstellung darf der Gewinner ein Wandfresko in der Kirche malen. So. Hier ist was. Lapis Lazuli erhalten. Das ist ein wunderschöner blauer Schmuckstäher. Den die Assyrer und die Babylonier häufig verwendet haben. Warte mal, was macht der? Ah, da hat einfach nur Wilhelm Tell noch dabei. Als Ability. Und hat keine Bestia dabei. Was ich gerade mal gucke, was Wilhelm Tell macht. Ich glaube, das war was für Sidan. Komm, ganz nach unten. Ganz nach unten ist es. Was ich jetzt wirklich bis nach unten scrolle und Wilhelm Tell. Gegner können einer physischen Attacke nicht mehr ausweichen. Die Trefferquote wird somit auf 100% erhöht. Ah, das ist dann doch eher auch was für Steiner, aber für Sidan auch nicht verkehrt. Wenn er Level abgelernt hat, können wir drüber nachdenken. So, Kerl. Möchte gern Künstler Marco. Also mal, ich bin ein Künstler, kein Apotheker. Aber wenn du sie hier irgendwo findest sollst, ja bitte, dann bedien dich einfach. Okay. Ein bisschen Smalltalk noch. Was denn so, was soll ich hier irgendwas malen? Das ist ganz schön pumpig hier, der Typ, würde ich mal sagen. Aber Hauptsache Katz hat er hier. Hier ist nix. Hier, genau. Verdächtige Medizin, perfekt. Jetzt habe ich alle zusammen. Na dann auf zu Sid. Genau. Sehr schön. Hab doch gewusst, dass es hier noch in einem Atelier war. Perfekt. Dann zurück zu seiner Zierpigkeit, dem hohen Herzog von Lindblum. Sehr schön. Ja, das wird danach wieder so eine Sache. Ich sag jetzt mal nichts, ich versauke Überraschungen, was da jetzt passiert, aber es wird lustig. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Okay. So. Und jupp. Die Lufttaxe wart jetzt dort wieder und wir können endlich zu Sid marschieren. Dann wollte ich aber auch nochmal gucken. Da ist er, die verdächtige Medizin. Wurzel des Berges, Quelle der Meere, Blut des Tridentos, Feuersamen der Dämonen, Drache, so erscheine, Überlieferung der Matoya. Klingt ja auch sehr interessant. Dann... Geh fort. Ich will auf den Aufzug. Und jetzt geht's hoch. Zweite Ebene. Müssen wir uns erstmal wieder anmelden, dass wir zu seiner Zierpigkeit, dem Großherzog, dürfen. Und los geht's. Genau. Da müssen wir hoch. Da geht's ein bisschen schon auf die Wachtürme. Dann wieder hoch. Und... Na? Ja, jetzt erwartet er uns bereits. Gut. So, da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Ich habe sogar schon die Mixtur fertig. Ja, dann sollten wir es mal probieren. Gucken wir mal, ob du es in dem gescheite Verhältnis gemischt hast, du Pfoscher. Das hätte ich nämlich eher der Professor machen lassen. Großherzog, darf ich? Na gut, was bleibt mir anderes übrig? Was dich nicht umbringt, macht dich nur stark. Oder so ähnlich.
Hallo, mit Verlaub. Das wird eingeschmiert und... Boah. Und bin ich wieder da alt? Irgendwas scheint komisch. So etwas habe ich befürchtet. Ja, jetzt haben wir Großherzog Kröte. Was für ein fürchterliches Malheur. Sei Exzellenz jetzt ein Frosch? Ja, es ist immer noch besser als ein Juckzirpe, ne? Das war's dann wohl mit dem Luftschiff. Mensch, Schmach, so wäre ich nie wieder ein Mensch. Wir werden Hilda finden müssen. Und ich wäre euch Begleiter. Beruf, sofort eine Besprechung im Konferenzraum ein. Oh Mann, wie konnte denn das nur alles? Naja, es war zumindest der Versuch wert. Es sind alle versammelt. Unsere Exzellenz hat das Wort. Jetzt ist er in der Erscheinung von einem Frosch. Der Versuch, mich in Mensch zurückzuverwandeln, schlug offensichtlich fehl. Wie auch immer, es sieht so aus, als sei Kutscher der Schlüssel zu allem. Wir müssen also unbedingt Kutscher finden. Es fehlt uns trotzdem noch ein Luftschiff. Wir benutzen ein Schiff, mit dem aus Alexandria geflogen sind. Roberta, Sebold soll unverzüglich damit beginnen, das Schiff zu inspizieren. Ich würde das alles in die Wege leiten. Und was ist unser Zielort? Richtig, das ist unser Problem. Du hast doch gesagt, auf dem Schiff waren ganz normal sprechende Schwarzmagier, oder? Vielleicht können wir im Dorf der Schwarzmagier ein bisschen Erfahrung bringen. Ein guter Vorschlag. Und außerdem muss ich es mit eigener Aare sehen. Ob sie wirklich wieder alle auf Kutscher hören. Ich muss es einfach wissen. Dann ist ja wohl alles klar auf ins Dorf der Schwarzmagier. Läschen für Vivi. Euer Mut ehrt euch, Meister Vivi. Was ist mit euch, Prinzessin? Lili will auch mit. Ja, die spricht jetzt anscheinend schon für sie. Ist sie sich sicher? Vielleicht sollte sie sich doch lieber auskurieren. Keine Angst, ich will schon auf sie aufpassen. Ach du Scheiße. Gut, dann sollte man zum Dorf der Schwarzmagier aufbrechen. Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, treffen wir uns am Hafen im Erdgeschoss. Ich bin mir sicher, du würdest dich mit Glenn aus Chrono Trigger wunderbar verstehen, Sid. Okay, die Suche nach dem rechten Weg hätten wir dann noch als Active Time Event. Der wieder. Gurke, frische Gurke. Richtig riesig die Stadt hier. Weshalb wird hier überall gebaut? Leckere Schweißgurke. Hast du gerade was von lecker gesagt? Leckere Schweißgurke. Oh, sei gegrüßt und ob meine Schweißgurke lecker sind. Schweißgurke, das ist also was zum Essen. Etwa noch nie von Schweißgurke gehört? Noch nie. Aber die Suche, Verzehren neue Spezialitäten, das ist meine Lebensaufgabe. Es gibt so viele Sachen, die ich probieren muss. Ich muss einfach alles essen, alles, was man essen kann. Na, wenn das so ist, dann probier doch mal die hier. Darf ich die wirklich probieren? Danke. Oh je, die Armverkäuferin wird hier wahrscheinlich wirklich um den ganzen Lebensunterhalt gebracht, weil der Kerl sich hier alles neu stopft, was er nur kriegen kann. Hauptsache er ist nicht mehr in meinem Team, ich brauche ihn gerade nicht mehr. Nee, Quatsch, nicht einsteigen. Er hat ja gesagt, ich soll zum Luftschiffhafen gehen. Wo war dann der nochmal? Ich glaube, da muss ich sowieso lang, oder? Ne, Quatsch, da ging es nur hoch zum Turm einfach nur, oder? Genau, das war einfach nur der Turm. Dann muss das woanders gewesen sein. Und dann war das vielleicht dort? Nee, war nicht. Ah, ich weiß wo.
Mhm, natürlich. Natürlich, das war im... Ah, nee, Quatsch. Ich Dummkopf. Er hat ja gesagt Erdgeschoss. Er hat ja gesagt im Erdgeschoss. Am Hafen im Erdgeschoss sollten wir uns treffen. So. Und von dort aus gehen wir zum Wasserdrache-Tor. Der Hafen soll so sein. Zum Wasserdrache-Tor. So, nicht zum Luftschiff-Hafen. Wir sollen zum normalen Hafen kommen. Genau, da stehen sie auch schon. Da ist anscheinend der Ingenieur. Und die haben wohl aus der Hildegard 2 ein Schiff gemacht und kein Luftschiff. So. Zur Exzellenz erwartet euch bereits an Bord vom Schiff. Und du hier? Was bist denn du für einer? Maschinenoffizier Zebold. Das Schiff ist wieder auf Vordermann, also behandelt's mir jo gut. Er ist ein rudowierer Typ. Das schaffen wir schon irgendwie. Okay, dann hoch mit uns. An Bord der blauen Narzisse gehen. Okay, jetzt ist das Ding blaue Narzisse. Ali, Achtung, der Kahn ist ja bestens in Schuss. Da bist du ja. Hm? Quina, was für eine Überraschung, wo kommst dann du her? Ja, ich bin schon lang rumgereist, bis ich euch wiedergefunden hab. Das ist also auch einer von deiner Reisegefährte. Eher recht bunt, die Trupp. Nun war dann Schari über die Berg, dann durchs Meer und hier gestrandet. Könnt ihr noch eine ziemlich strapaziöse Race. Ich hätte gedacht, ich hätte dich endlich verloren. Und was machst du überhaupt hier, Blank? Naja, ich bin hier Gebetewoche. Und dann nicht etwa von Park, du steckst doch ein bisschen hinter. Ja, es war zwar schon der Chef, der mich gebeten hat, aber der wiederum wurde von mir drum gebeten. Oh, Frösche und Quina. Wenn ihr an Land seid, muss ja wohl einer auf mein kleines Juwel aufpassen. Ein Frosch? Genau, und außerdem schulde ich euch ja noch was. Das sind ja mal ganz neue Töne. Meret? Na, wollen wir mal aufbrechen. Aber übernimm dich besser nicht, schließlich bist du nur ein Frosch. Wie der wohl schmeckt? Der kommt ja sagen. Ach ja, da fällt mir noch ein. Wollt euer Gruppemitglieder wechseln, dann kommt noch Schiff und sagt Bescheid. Gut, dann kann sie losgehen. Wohin geht denn die Reise eigentlich? Zum äußeren Kontinent, genauer gesagt zum Dorf der Schwarzmagier. Ist geritzt. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wo es lang geht, dann drück mal Touchpad. Wie im richtigen Leben, ne? Jetzt kann ich endlich mal meine Trupp so nehmen, wie ich sie haben wollte. So, das wird ihm zwar nicht so passen, beziehungsweise ihr nicht so passen und Steiner auch nicht so passen, aber so machen wir die Charaktere. Jetzt habe ich endlich mal meine Wunschtruppe beisammen. Sehr schön. Wurde ja auch wirklich mal Zeit. Steuerung der blauen Narzisse. Vorwärts im Schiffsinnere. Gut. Jetzt können wir mal endlich hier ein bisschen reisen. Dorf der Schwarzmagier finden wir dann im äußeren Kontinent. Ach, die Musik. Ich liebe sie, die Musik. Ah, das ist auch Kontinent des Nebels. Okay. Da sitzt noch mal ein Schokobo beim Morast der Kuhs. Und im Schiff können wir hier noch nichts reißen. Nee. Ja, ohne Luftschiff ist erstmal immer etwas problematisch. Von daher, es gibt halt auch noch ein paar Gebiete, die wir bisher noch nicht so arg steuert haben. Das kennen wir ja alles noch. Das ist alles Kontinent des Nebels. Da haben wir eigentlich so ziemlich alles mittlerweile mitkriegt. Da ist dann äußerer Kontinent. Da können wir uns mal hier bequemer. Genau, da geht's dann hier. Da sehen wir noch die Wurzeln vom Baum Ifas. Da ist die Küste. Aber ich weiß nicht, wo es da auf der Schwarzmagier gerade ist, bin ich ganz ehrlich. Muss mich noch ein bisschen umgucken. Das ist... das weiß ich gerade überhaupt nicht, wo das sein soll. Könnte Madansari sein, bin ich mir aber wirklich nicht so sicher. Hier haben wir einen Strand auf jeden Fall. Hier ist der Teufel, was das hier für ein Gebiet ist.
Nee. Sieht nicht gerade noch Madain Sari aus hier, ach. Nö. Okay. Dann sind wir da auf jeden Fall nicht richtig. Bin mir gerade echt nicht sicher, was das hier für Gebiet sein soll. Aber ich muss auch sagen, ich mag auch die Musik wesentlich lieber als die bei Final Fantasy VII. Die World Map Mucke von Final Fantasy IX ist absolut großartig. Genauso wie auch der ganze Soundtrack absolut genial ist. Die von Final Fantasy IX ist zwar auch sehr cool, die Weltkarte-Musik, auch recht episch. Die hier ist eher fast schon sentimental, könnte man sagen, mit deren Musik, mit dem Melodies of Life. Aber trotz allem finde ich das echt wunderschön, die Musik. Die gefällt mir extrem gut. Okay, da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Das ist aber dann noch irgendeine Insel vor dem Ganzen. Ah, Moment, das könnte Madain Sari sein, oder? Ja, das sieht ziemlich noch Madain Sari aus. Okay. Dann müssen wir wieder auf die andere Seite gehen. Da ist der Balm Ifas. Dann muss es hier irgendwo sein. Ist da auf der Schwarzmagier in dem Bereich hier. Müssen wir ja durch hier, wo es zur Condea Pata geht. Ich glaube, da stimmt es dann schon, wenn wir uns hier irgendwo niederlassen. Da war das wohl von Anfang an irgendwie richtig. Okay. Da können wir an Bord gehen, ne? Ja, wie schön, dass ich hier Ahnung habe, ne? Dann gehen wir nochmal hier an Bord. Ja, schön, dass einer einen Plan hat. Dann muss ich da noch weiter. War ja nicht hier irgendwo auch noch ein Strand? Ach du Scheiße. Ach ja, schön, wenn man Ahnung von irgendwas hat. Oder hätte. Ich bin mir gerade echt nicht mehr so sicher, wo das da auf der Schwarzmagier war. Müsste ich wahrscheinlich hier irgendwo gucken in der Nähe, ne? So, dann gehen wir nochmal hier raus. Und holen uns hier mal ein Schokobo. So. Wir müssten ja hier irgendwo Gizerkraut, genau, haben wir. Kere. Sehr schön. Gut, dann bewegen wir uns jetzt nämlich mit der Ukulele erstmal fort. Oh nee, das ist aber nicht das Gebiet. Nee, das ist ganz und gar nicht das Gebiet, was wir suchen. Nö. Und hier? Können wir doch in die Sandlöcher hingehen? Nee, anscheinend treffen wir hier nur Gegner. Ich hasse es, wenn ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Ach du Scheiße! Landwurm! Oh, scheiß, da ins Kanonenrohr. Aber wir machen wenigstens Schade. Steiner? Hau mal mit Eisrad drauf. Ich glaube, das bringt nämlich ein bisschen was zumindest. Strudel. Steiner ist auch noch verwirrt. Klasse. Okay, Vivi, mach mal Bio auf das Vieh. Bio ist eigentlich ein relativ wirksamer Zauber. Bitte Steiner, greift keiner von uns an. Sandsturm. Oh Gott. Okay, es hat uns wenigstens in den Negativbereich gesetzt. Er hat Vivi getroffen und verfehlt. Oder wollte Vivi attackieren und hat ihn verfehlt. Oh Gott. Brrr, Schwein gehabt. Die Dinger sind relativ stark. Das ging noch gut. Dank Meister Vivi. Gewitter erleiht. Jadestein und Mastophant und High Potion. Puh, okay, was sagt uns das? Weg hier. Eindeutig. Das und nichts anderes sagt uns das Gebiet. Tja. Sieht wohl nicht so gut aus.
Aber Gott sei Dank bin Chocobo unterwegs, da haben wir nicht allzu viele peinliche Begegnungen. So. Das heißt, von dem Gebiet hier halten wir uns definitiv fern. Da muss es doch irgendwo da drüben sein. Ich meine, ich habe hier den Baum gesehen. Jetzt machen wir mal wieder Wissenschaft dort raus. Bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Aller hopp. Vielleicht da? Ah, da ist der Morast der Kuhs. Das sieht schon mal gut aus. Na? Das sieht doch, glaube ich, recht gut aus. Ja, genau. Da geht's zum Dorf der Schwarzmagier. Da sind wir schon fast vor der Haustür. Das ist doch gut. Aller hopp, bis zum Dorf gehen wir noch. Und dann werde ich wahrscheinlich meinen Cut machen. So. Okay, die sollte man mittlerweile eigentlich echt fertig kriegen, ohne Probleme. Sehr gut. Schön finde ich aber auf jeden Fall, dass ich jetzt endlich mal mein Dream Team habe und die benutzen kann als Teamkamerade, die ich auch haben wollte. So. Zusätzlich sollte ich aber auch noch mal gucken, wer was trägt. Du lernter. Chimärenreif. Gibt's nichts Besseres für ihn? Nee. Level Up lernt er sowieso. Brigandine lernt er. Okay. Die hat die Wünschelrute drin für Lindern. Lamias Tiara. Hätte nichts Besseres. Okay. Zauberarmreif. Ich glaube, das Ding wäre ganz gut, der Egoistenreif. Aber warten wir erstmal ab. Okay, von dem Ding lernt sie auch und du lernst sie auch. Steiner lernt. Er kann was Besseres tragen. Polaris, sehr schön. Mentalfa kann er damit lernen und damit kann er Sturmangriff lernen. Sehr schön, dann kann er jetzt erstmal Polaris anlegen. Und Vivi, mein lieber Freund, für dich haben wir leider nichts. Koshi-Hut, nee, dafür kann er alles auch nichts lernen. Zauberarmreif, nee, dafür kann er auch nichts lernen. Zauberumhang. Nee, ich glaube, da gibt es nichts Besseres für ihn gerade. Und da lernt er gerade Gravitas. Okay, gut, dann sind wir jetzt auch hier up to date, was die Ausrüstung angeht. Und dann können wir auch hier direkt speichern. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle auch gleich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir dann die Schwarzmagier mal damit konfrontieren werden, was da mit Kuja los ist und warum die Schwarzmagier bei ihm sind. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.